kommen wir auf die Lust für die 2 Matcher, für die 23 Spielerinnen. Fangen wir direkt durch. Am Goal haben wir Schlime Lucy, Hoya Scheila und Götz Emma, das für dich dabei ist. An der Verteidigung haben wir Kramer Emma, Becker Jessica, Albert Isabel, Correa Sadin, Delgado Ashley, Harvey Katharin und Tiberi Noemi. Und damit haben wir Esteves Marta, Kutschan Edina, Mendes Kelly, Miller Laura, Kapitänas, Schmidt Charlotte und Suarez Marisa. Und am Sturm haben wir Till Kate, der Amerika-Lösung könnt, Lorenko Joanna, De Bruyne Gilles, Marquez Sully, Dos Santos Kimberley, Thompson Amy und George Caroline. Das sind die 23, die gerufen sind für die 2 Ländermatcher, wie das Dama Kramer den ersten Match gespart ist, mit 3 gelbe Karten. Geht höchstwahrscheinlich nach non nominiert dieses Weekend nur im Championat von Samstag. Da lösen wir nach die Idee ab, wie das dann kannst du immer wählen und gucken wir das das Weekend. Voilà, wenn ihr Freunde habt, könnt ihr dürfen. Weil das ein Eindruck von den Testmatcher und das so eine gewisse Periode tischt. Ja, weil das dein Eindruck nur. Mein Eindruck war, die Testmatcher gegen Tahiti waren positiv, wie man das mal gewonnen hat, Figur ausgeschossen. Verschiedene Spielerinnen und du konnten Punkte holen für die beiden sind andere Männer. Du sind noch die Engländer nicht dabei. Wir haben so ein Beispiel bei sind paar Spielerinnen wie Lorenko, Mariana, Ratz Noemi, Martin Schon. Die 3 hatten Covid, die noch sie kennen. An der Luft, an den Muskeln, der Tumorlo beim Kine, beim Doktor, beim Athletiktrainer geguckt. Und die sind nicht 100% fit, dafür sind die auch leider nicht dabei. Das sind die Ursachen, für die nicht dabei sind. Oder vielleicht ein nach Kanon nur nominiert gehen, von denen dann auch lernt. Für Backup zu machen, aber ein Eindruck war aber ganz okay, aber ganz das Match ist kein Qualifikationsmatch. Wie schätzt du das Niveau von Lettland an par rapport zu Nordmazedonien oder die 2 auch par rapport zu Tahiti? Also Lettland als Mischwerk wie Nordmazedonien, auch wenn sie 4 verloren, den nächsten Match gegen den. Für was, weil schon den Match nur noch ein geguckt, hier ein Match an, die kriegen 3 Goal auf Standardsituationen und sind aber 80% vom Match dominiert, Lettland. Die sind noch viel mehr robust und mehr athletisch. Und schwingen in der Retourmatch zwischen der Equipe gibt nicht das Resultat. Dafür ist Lettland ganz kompliziert. Das ist mehr kompliziert für alle Gemengen, weil sich vermengt am liebsten durch Punkte wollen, wir sind nichts nicht so weit, dass wir können so, dass sie gehen, aber man muss Punkte. Man muss gucken, dass wir eine gute Leistung bringen, aber wir den einen oder anderen Punkt können nach jedem halen, geht die 2 Equipen, werden wir das natürlich füllen, auch gerne machen, aber Tahiti war aber pur Krack drin, par rapport zu den 2 Gegnern, die kommen. Leider. Und den zweiten Match Nordmazedonien gewonnen, der Tisch kennen den letzten Favorit dran. Also, den Match geguckt hat, das schon nur nach 4 Gäste für den geguckt, den Match. Den da alles geklappt. Der Kapitän, die Spielerin in der Halbzeit ausgewählt, die verletzt war, da ist eine Karte gespielt. Sie hatten 300% für das mit 2-1 schießen und dann haben sie noch mit 3 nach von direkt rum. Das war ganz effizient, was wirklich top war. Aber muss man bedenken, dass sie an der 93 Minuten auch einen Lateschuss hatte, wo normalerweise rangeht. Aber Corner, wenn 3-3 geht, dann können wir einfach nicht meckern. Du versuchst auch ein paar Favoriten sind. Nee, ich meine, wenn es so geht wie du hast, sind ich ganz froh. Mir geht aber ganz geht nicht einfach, es geht schwer, wie du fühlst immer mal die Matches, ja. Mir Favorit sind wir nicht. Du spielst die 2 Matches nicht am neuen Stadion, zu Niederkirch respektive Vollgas Terrain. Ja. 4D, no D? Ich meine, das ist 4D. Ich meine, 4D von ein bisschen, so kommen keine 500 Leute gucken,
Und aber das mir kleine Terra, also man da Druck vielleicht medischer, ich meine, dass viele immer noch Sinn, dass man an denen Terra spielen. Wir wollen noch zu man Luca gucken alles, das präparieren, das ist gut, und der Voller Such, der gewinnt dazu machen, das können das gemeinsam gehen. Welche von den Matchen wird zu Niederlage gespielt? Den ersten Match gegen Lettland wird zu Niederlage gespielt 6 Sauer, und den zweiten Match wird auf der Voller gespielt 6 Sauer. Die internationalen Mannschaften sind auch ein guter Reklam für Nobelstein. Sind doch schon ein paar Jahre noch abgegangen. Für wen meinst du das? Spielerin. Ja, internationale Matcher sind also ein gut Vitrine für die Spielerinnen. Wir haben noch eine moderne Spielerin, die auf freie Weite gucken kommen, aufmerksam sind auf verschiedene Spielerinnen. Und dafür, dass es eine gute Werbung für die Medische auf dem Damenfußball zu Was du mindestens Ziel und Punkte, die du willst, an den Matchen sammeln, weil ich meine, dass du mir schon ein Ziel rauskriegst. Ja. Was hast du nicht gesagt? Schon hinten, sie wissen, was man will. Aber wir gehen immer auf den Terrain zu wollen. Das ist ganz klar. Auch in Lettland, in Mazedonien gehen wir auf den Terrain zu wandern und plus wir daheim. Wir hoffen noch, dass wir können an den Matcher die Victoire am Land feiern für flott. Oder den nächsten Punkt am Land kriegen, wie das wir am Stadion nicht so viel Reussit hatten. Auch wenn wir wirklich ganz extra stark Gegner hatten. Es hat eine medische Reprise oder Wanderpause ganz klar ein Ziel gehen bis Juni, was wir wollen machen und erreichen, haben sie in Tahiti gemacht. Und das werden wir weiterfahren bis Juni. Das sind nicht 3 Matches, weil wir das selber machen. Die nächsten Match ist eine dicke Woche. Wie gesagt, die konkrete Präparation, die Match aus wo sie da? Wir sind uns dann ab Sonden, sind wir alle 8 zusammen. Sonntagmorgen sind wir jetzt hier und dann von dort fangen wir an, dass wir alle 8 zusammen sind. Wir trainieren, essen, schlafen, alle am Hotel. Auch. Das heißt, das geht wirklich dann, wir probieren das wirklich so gut wie möglich zu präparieren für die Matcher. Ja, wir probieren ganz den Fokus absonden, so einen Fokus nehmen nach Lettland sind und dann eben Mazedonien. Was ist zum Wirsel von Julia Brötzrick vom Standard? Du hast wahrscheinlich ja leider noch zu Leck gesehen. Ja, sportlich wäre besser gewesen für zu Leck, aber ich meine, privat und menschlich hat es mit der Schule und alles. Also nicht Ingenieur gegangen und ich verstehe sein Schritt nur handeln vom Sportlichen her, aber vielleicht noch viel für seine Confiance, auch für sein Alldachleben, auch für sein Familienleben, das aber gut war, man hat so am Kopf gut gespielt, das wird noch besser liegen. Und Kim Olafsson ist noch nicht dabei, der da so von alles Wegträger plötzlich kommen. Ja. Wie sieht das aus? Kim hat angefangen zu spielen in seinem neuen Verein. Kim ist noch nicht bereit für den Zweikampf so zu gehen und so ein Match wie wir spielen. Aber ich hoffe, das hat bis Juni mänglich nicht überzeugt, dass er den Sieg kriegt und dass er am Juni kann man erzählen. Weil wenn er bis fit ist, dann kann er eine ganz klare Verstärkung für uns. Genau, wir da Ja. Qualität von der Latte. Also was spielen wir für Latinen, Paul, oder spielen wir für Latinen spielen vom System spielen immer 4-4-2. Relativ eine höhere Pressing kommen sie machen, sind immens athletisch auch robust. Sie sind nicht schnell, aber vom Athletikbereich ist relativ schon impressionant. Wenn ihr in die Statistik guckt, wie groß und wie schwer sie sind, also wirklich ganz par rapport zu uns, also ein Unterschied. Und sie probieren immer aufzubauen, ein Fußballspiel von Hand raus. Wenn alles wirklich sein können, könnt dann auf dem Terrasse niederkommen, in der guten Terrasse, wird das Menschen ein ganz flott und agreeable Match, den ganz spannend wird gegen Englisch. Das ist der Oberlof Rückschluss aus der U17 Quali können ob da Equipe zählen. Du hast ja mit Charlotte Matt. Ja. Ich weiß nicht, wie noch dabei war mir. Willst du da neue Erkenntnisse vielleicht noch? Ja, schon von denen? Von der U17 sind da 3 Haut dabei. Das ist der Götz als Goalkeeper.
Charlotte Schmidt an der Mitte und George Caroline am offensiven Bereich. Das sind die 3 von der 17, die man abgeholt. Die wurden auch die letzten Matches noch überzeugt am Verein. Habe es Caroline George was gut drauf. Gut Matcher gemacht. Und mein Co-Trainer noch gesehen, wie sie gucken waren, respektive ich. Und wir sind ganz, da finden sie auch dabei, weil in Form sind wir noch die Goal, die im Moment in Form sind. Nicht, man muss im Moment gucken, wie ein im Moment direkt kann helfen. Und ich meine, Schauertrainer ist eine Option, man damit, die man nicht tun, von den Qualitäten, dann Caroline selber, dafür sind die auch dabei. Nathalie Ludwig, Rosbach, das hast du ja am Match gegen Tahiti getestet, geht an der Tür oder? Nathalie ist ganz interessant für die Zukunft. Und, Nathalie Trainer war da jetzt und braucht noch ein bisschen für den Rhythmus, ein bisschen gesehen, wie wir schaffen. Mit Nathalie ist aber eine ganz klare Option für vielleicht schon am Juni oder vielleicht für 30. September. Was sagt ihr also mal ab? Für Hanna, für euch. Das sind die verdient, die ist noch Beispiel Letizia Matthäus von Junge Lünster. Weil ich hat keine Berufe, leider sind ein paar Bayern dann nicht fertig für letztes Jahr zu sehen. Das heißt, jetzt wird es willkommen. Und aber ein paar Bayern fertig gewesen, wir hatten auch heute dabei. Vielleicht noch dann, den Herrn hat eine Kontraktverlängerung umgeschwert. Ja. Zu denselben Konditionen wie bislo, du schaffst schon mehrberuflich an sich frei oder du hast dich geändert. Ja, es sind 2 Jahre verlängert, das ist richtig. Aber andere Konditionen, wo es dann mehr Zeit wird, können hun für den Fußball. Die Föderation hat nicht vorgemacht, wir sind durch eins gehen, dass wir nicht getroffen wo was Sinn möchte auf den 2 Seiten. So gut für mich, mein Beruf, wir haben auch als Trainer, respektive Trainer bei, auch nach, ich mir wirklich probiert, ein Gesamtpaket zu machen, die wirklich ganz so okay ist. Für mich ist die ganz gut und für den Präsidenten, für den Verwaltungsrat auch, dafür wollen wir auch dann noch verlängern. Was sind dann deine Ziele an den nächsten 2 Jahren? Wir wollen die Heilkampagne gut aufschließen. Mein Ziel ist ganz klar, ganz offen, dass wir feiern wollen bleiben. Wir sind feiern, wir wollen Lettland und noch mal zu den Handel schließen. Doch kann wichtig gehen, wann der neue Modus von der Quali, die wollen nicht schaffen dürfen, soll rauskommen für die nächsten Qualifikationen, die am Dezember der Auslösung hast. Du hast doch vielleicht einen anderen Modus gemacht, du hast wichtig das Klassement von Malo hin. Wir können da vielleicht nicht ganz innen sind am Pot, mehr damit. Und dann also klar weiter schaffen mit der U17, mit der U15, mit der U13, mit den Jungen aufzubringen, weil nächstes Jahr kriegen wir U19 und U20 beigesagt, für die Lach zwischen der U17 und der A-Equipe ein bisschen mehr klein zu machen. Dürfen wir einen Trainer beitreten und wir wollen an 2 Jahren sind wir da 4 Jahre am Amt mit meinem Staff und da wollen wir kleine Bilder erzählen und gucken, wie weit sind wir lo par rapport zu verschiedenen Ländern und ich meine, dass wir 4 Jahre können schon kleinen Zwischenbilder erzählen und ich meine, dass wir da mit der Jugend von Malo haben, dass wir eine ganz interessante Kampagne machen mit der 17 mit der Equipe. Gut, dann noch, wo der Kontrakt unterschrieben wird, wie das so ein konkret Ziel, die du 4 gehst, wo es vom Kanz sei, wo sie so du wir mal gerne an 2. Ne, wir haben darüber gesprochen, sportlich, was wir wollen. Wir wissen, wir sind am Ufer, wirklich am Ufer. Aber dass da kein Druck kommt vom Resultat oder sonst wo, man muss nie kommen. Ich meine, die Nationalkippe hat 10, 15, 20 Jahre gebraucht, für Leute zu kommen, wo sie Haut sind. Wo wir wirklich können dann noch Haut gesehen, wie gut sie sind. Und wir müssen uns auch Zeit bloß zu bemalen. Auf 4 Jahre können wir gucken, sind wir am richtigen Weg oder nicht, muss man etwas adaptieren oder nicht. Und da kann ich vielleicht irgendwann denken, so, okay, wir wollen mal nächsten Schritt gehen und ein Ziel machen von Punkten oder von Resultaten. Ja, im Moment sind wir noch am Aufbau. Da vergisst man vielleicht, wenn man nur ein Kehr gewonnen gehen, nach Mazedonien, nach Tahiti, eben nicht gewonnen. Wir sind aber noch ein bisschen dran. Ich komme mal kurz auf die Kippe zurück. Ja. Du hast Edina, man Kimberly zwei vom Racing, die eben bekanntermaßen nicht viel Spielpraxis so am Verein hatten. Ja. Merkst du dann bei dir im Training?
fehlt da vielleicht ein bisschen Also, Matchpraxis, der Rhythmus. das ist nicht glücklich, dass er nicht viel Matcher hatte. Sie froh, dass er Güster gespielt hat, dass er mal spielen, Samstag spielen. Frei kann er dafür, dass er von Pech, dass er immer auf der Rassing gefallen ist, dass der Corona oder Matcherflut gesehen oder die Vorfinden oder was auch immer. Das ist nicht glücklich. Was wirklich wichtig ist, dass man den Support muss reduzieren, so schnell wie es geht, für dass wir mehr kompetitiv sind. Das Spielerinnen mehr kompetitiv, das ist alles mehr attraktiv, kann auch Damenfußball. So nun Hummer se Bayer ist, iwwer an alle Foch an du probieren dann die Identität, die fehlt bei die eng moderner Spielerinnen opsetzen, wie dass sie kompetitiv sind für Freude. Die ist mir wirklich Chance, dass man von so null können wirklich schaffen Martinen wie se Freude, für dass man die dann auf dem Niveau kriegen, wo man